Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Europameisterschaftstalk. Leute, ich tippe das Achtelfinale. Wir gucken uns an, welche Achtelfinalbegegnungen es gibt. Ich werde euch ein bisschen meine Meinung dazu sagen. Ich habe einige Spiele der Europameisterschaft geschaut. Gerade die ersten 2 Gruppenspieltage. Der letzte Gruppenspieltag war leider sehr schwach von 80% der Mannschaften. Von daher habe ich das nicht so intensiv verfolgt. Daher muss ich auch ein bisschen meine Meinung zu Deutschland revidieren von dem letzten Spiel. Da war das noch eine Leistung, die echt okay war, wenn man sich da viele andere Mannschaften anschaut, was die für Leistungen gebracht haben. Das war leider sehr enttäuschend. Die ersten beiden Gruppenspieltage waren echt schön, war guter Fußball zu sehen. Der dritte Spieltag war super langweilig. Ja. Österreich war ein geiles Spiel, ja. Ansonsten gab es super viele langweilige Spiele. Ja, wo einfach, weiß ich nicht, ob es auf Ergebnis gespielt war oder es war super langweiliger Fußball leider. Ne? Ich werde natürlich jetzt nur noch das pinke Trikot tragen, weil da haben wir das beste Spiel gemacht im ersten Spiel. Danach habe ich zweimal das weiße angehabt, das war beides. Das zweite Spiel war noch okay, das dritte Spiel war schon wild. Von daher, auch wenn es mich jetzt nicht so super interessiert, wie wir jetzt unbedingt abschneiden bei der Europameisterschaft. Lilane Trikot ab jetzt am Stissel bis dahin, wo wir ausscheiden. Ja. Damit gehen wir rein, würde ich sagen. In die Tippabgabe. Leute, ihr habt meine Tipps gesehen, oder? Ich habe halt einfach keinerlei Ahnung von irgendwelchen Nationalmannschaften. Ihr seht, ich weiß gar nicht, welchen Platz ich stehe. Gucken wir eben. Wahrscheinlich ein Trauerspiel, Tippübersicht. Oh, ich habe mich unter die ersten 100 gekämpft. 83. 52 Punkte. Ja, Platz 1 mit 79 Punkten ist für mich natürlich in weiter Ferne. Aber vielleicht, wenn ich mal ein paar Fünfer holen würde, könnte ich vielleicht noch unter die ersten 20 kommen. Da muss schon viel gut laufen. Das wird wahrscheinlich eher nichts mehr. Lass mich mal eben kurz durchgucken. Vielleicht nur die ersten 50. Ersten 50 ist drin, Leute. Wild. Ja, sagen wir nichts zu, oder? Gut. Damit gehen wir direkt mal rein in den Bums. Ich wusste gar nicht, dass man hier so eine erweiterte Tippansicht hat. Ich werde jetzt immer bei jedem Spiel hin und her schalten, weil hier so komische Wettscheiß-Werbung drin ist. Sollte das Sportwetten sein, ist Schmutz. Gut, erste Achtelfinale, 29.06.18 Uhr, Schweiz gegen Italien. Grüße gehen raus an dieser Stelle an Chico. Ich denke, die Schweizer sind nicht chancenlos gegen Italien. Italien war, wir sehen auch hier unten die Ergebnisse, ne? Italien war wirklich bisher eine reinste Enttäuschung, muss ich sagen. Katastrophe. Und die Italiener haben sich so oft beschissen in ihren Spielen. Ich meine auch gegen Kroatien, ja. Auch das war ein Spiel zum Abgewöhnen. Dass Spanien-Italien 1-0 ausgegangen ist ein Witz. Das hätte 5-6-0 ausgehen können, oder 6-1 am Ende vielleicht. Ja, Italien hat bisher auf ganzer Linie enttäuscht. Aber wir reden über Italien. Ja. Nochmal, bevor ich da jetzt reingehe, Gruppenspiele sind durch. Es interessiert keine Sau mehr. Ja. Wir haben jetzt nur noch Endspiele, nur noch K.O.-Spiele. Ich gehe davon aus, dass der Fußball langweilig werden wird. Ich hoffe, ich täusche mich. Ja, ich hoffe, ich sehe ähnlich wie Österreich. Ja, Mannschaften, die feuern, die Gas geben wollen. Und nicht nur hinten reinspielen und was weiß ich, auf Verlängerung und Elfmeterschießen spielen wollen. Ich bin sehr gespannt, ja, wie es bei dieser Europameisterschaft aussieht. Aber der dritte Gruppenspieltag hat gezeigt, dass es sehr wahrscheinlich in die Schiene jetzt langweiliger Fußball, mehr taktischer Fußball reingeht. Was ja auch völlig normal ist bei K.O.-Spielen. Aber schauen wir mal. Vielleicht werde ich ja überrascht werden. Ich sag's euch ganz ehrlich, einfach weil die Italiener mich bisher maßlos enttäuscht haben, tippe ich ein 2-1 für die Schweiz.
Ja, und das nach 90 Minuten. Ähm, ich denke, es ist ein Spiel auf Augenhöhe von den Kadern her. Es kann so rum ausgehen, aber das kann jedes Achtelfinalspiel. Ja. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber aus Sympathie, obwohl ich eigentlich die Italiener auch sehr mag, ja, aber der Fußball hat mich einfach maßlos enttäuscht bisher. Da haben mir die Schweizer besser gefallen. Ja, aber ich denke, es wird ein super langweiliges Spiel werden, weil die Schweizer stehen defensiv ganz gut, die Italiener stehen defensiv in der Regel gut. Die Italiener haben bisher gezeigt, dass sie auf Konter spielen können. Ich denke, die Schweizer wird das auch machen. Also wer weiß, vielleicht geht es auch in Elfmeterschießen rein. Ja. Alles ist möglich. Mein Tipp ist auf jeden Fall 2:1 für die Schweiz. So, ich zeig mal kurz um. Weil wie gesagt, ich muss hier hochscrollen und ich sehe nicht ein, dass hier irgendwelche Werbung für irgendwelche Wettanbieter angezeigt wird. Da kriege ich einen Kackreiz heute. Gut. Zweites Spiel. Germany gegen Dänemark. Ja. Rufen wir das Leistungsniveau ab, was wir abrufen können, sollte das eine klare Nummer werden. Ja, 3:0. Fertig. Wir haben überzeugt gegen Schottland, maßlos. Wir haben gegen Ungarn überzeugt. Gegen die Schweiz waren wir die spielbestimmende Mannschaft, haben nicht überzeugt, weil wir keinerlei Ideen hatten. Die Schweizer sehr stark, sehr kompakt hinten drin standen, haben es gut gemacht, haben ein gutes Umschaltspiel gehabt. Dänemark, wir sehen es, 1:1 gegen Slowenien, 1:1 gegen England, 0:0 gegen Serbien, was auch ein super langweiliges Spiel war, Dänemark-Serbien. Ungeschlagen, noch kein Spiel gewonnen. Das sind die Dänen. Ja. Es wird kein leichtes Spiel. Definitiv nicht. Auch die Dänen sehr, sehr kampfstark, sehr diszipliniert. Aber ich gehe jetzt einfach mal voll rein mit einem 3:0. Ich habe nichts mehr zu verlieren hier beim Tippen. Ja. Ich muss Punkte holen. Von daher gehe ich auf eine klare Nummer. Aber es kann eine sehr, sehr zähe Geschichte werden. Ne? Deswegen sage ich ja, es kann sein, dass diese Spiele von Taktik geprägt sind. Aber wenn wir jetzt auch mal ehrlich sind, Serbien ist jetzt keine Übermacht, Slowenien nicht, England war auch Grottenfußball bei der EM bisher. Da sollten wir jetzt schon eine andere Klasse sein als Gegner für Dänemark. Ja, und wenn wir unsere individuelle Qualität sehen, sorry, da müssen wir einfach Gas geben von Anfang an und da musst du die Dänen einfach klipp und klar 3:0 schlagen. Feierabend. Meine Meinung. Ist nix so zu deuteln. Ja, dann kommen wir zu England, Slowakei. Ja, das ist, glaube ich, ein super langweiliges Spiel. Guckt euch England an, gegen Serbien 1:0 gewonnen, Dänemark 1:1, dann gegen Slowenien 0:0. Die Slowakei hat 1:1 gegen Rumänien gespielt, 2:1 gegen die Ukraine verloren, 1:0 gegen Belgien gewonnen. Super schwer einzuschätzen. Ich weiß nicht, warum die Slowakei eine 8er-Quote hat, um da mal kurz drauf einzugehen. Also krasse Außenseiter sehe ich eigentlich gar nicht so. Also England war bisher eine absolute Enttäuschung. Ja, eine absolute Enttäuschung. Also die haben so eine geile Mannschaft von den Spielern her und haben die PS noch nicht einmal auf den Platz bekommen. Katastrophe. Ja. Eigentlich bin ich geneigt, hier 1:2 zu tippen, aber da ich als Roter mit dem FC Bayern, mit Harry Kane sympathisiere, tippe ich ein 2:1 für England. Aber auch das Spiel, oder komm, ich tippe mal auf Elfmeterschießen, ich tippe 5:4. Ja, dann bei einem 2 noch Verlängerung und einem 5 Elfmeterschießen wird ein 7:6 gewertet. Okay, dann tippe ich 6:5. Ja, ich denke, sollte England die PS auf dem Rasen kriegen, dann knallen die Slowakei auch 3:0 weg. Ja? Aber das haben sie bisher noch nicht in einem Spiel gezeigt. Also, wenn ich mir die Mannschaft angucke, guckt euch die Mannschaft von England bitte an, von den Spielern her. Das ist krank. Ja.
was da an Qualität auf dem Feld ist. Aber bisher super enttäuschender Fußball. Ja, super enttäuschender Fußball. Ja, Slowakei kann ich wenig zu sagen. Also ich denke mal, die haben auf jeden Fall in ihren Mitteln gespielt und ja, sind natürlich alle Mannschaften, die hier drin sind natürlich hier verdient drin. Ne? Gut, nächstes Spiel, Spanien, Georgien. Wie Georgien 2-0 gegen Portugal gewonnen hat, I don't know. Ich habe das Spiel nur nebenbei geguckt. Für mich eigentlich, wenn die Spanier Normalform haben, Alter, ist das auch ein No-Brainer. Ja. Machen wir 3-1. Ja, wie gesagt, also da verstehe ich die Quote mal. Das ist eine ganz klare Kiste eigentlich für Spanien. Spanien bisher die beste Mannschaft. Mit Abstand. Ja, die beste Mannschaft, die ich gesehen habe. Das ist sowohl defensiv wie offensiv wie Kombinationsspiel. Die haben immer eine Idee, die haben immer eine Lösung parat. Ja, hier die Ergebnisse. Albanien, Spanien habe ich auch noch ein bisschen nebenbei gesehen. Spanien, Italien. Wie gesagt, das hätte auch 5-0 ausgehen können. Ja. Das sollte eine klare Nummer sein hier. Georgien hat 3-1 gegen Türkei verloren, dann 1-1 gegen Tschechien, dann 2-0 gegen Portugal. Ich weiß nicht, ob die Portugiesen keinen Bock hatten oder was. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Aber ansonsten sollte das hier eine klare Nummer werden. Nee, komm. Erster Tipp bleibt stehen. Ich lasse 3-1 stehen für Spanien. Spanien für mich von den bisher gezeigten Leistungen auf jeden Fall der haushohe Titelfavorit. Ja, ich weiß, wir können, wenn wir weiterkommen, mal was ist Viertelfinale gegen Spanien, ne? Und ich richtig informiert bin. K.O.-Spiel ist immer alles möglich, gar keine Frage, aber wenn man die bisher gezeigten Leistungen bewertet, dann ist das schon, dann ist das schon wild. Gut, nächstes Spiel, Frankreich-Belgien. Auch Belgien super enttäuschend bisher. Ja, 0-0 am letzten Spiel gegen die Ukraine. Also, weiß ich nicht. Ja, davor gegen die Slowakei verloren. Was ein bisschen unglücklich war. Belgien, Rumänien 2-0 habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Frankreich, Polen habe ich auch nicht gesehen. Niederlande, Frankreich habe ich gesehen. Österreich, Frankreich. Auch Frankreich. Ja, Mbappé war das erste eigene Tor. Ja, im dritten Spiel. Ja, Österreich war ein Eigentor. Das ist auch wieder hier Not gegen Elend. Vielleicht, keine Ahnung, kriegen beide Mannschaften die Kurve und wir sehen hochinteressantes Spiel. Oder wir sehen super langweiliges Spiel, was über Verlängerung, Elfmeterschießen geht. Ich sage, am Ende setzt sich die Qualität von Frankreich durch. Ich sage hier 5-4. Ja. Vielleicht kriegen manche Mannschaften jetzt einfach, wo es um alles geht, einen kleinen Kicker. Wobei, wenn man gesehen hat, das letzte Gruppenspiel ging es für einige Mannschaften auch schon um alles und da hat auch der letzte Kicker gefehlt. Ne? Gut, Portugal, Slowenien. Ja, ich weiß nicht, ich habe das Spiel nicht gesehen, Portugal. Ich weiß nicht, ob da eine B-Mannschaft auf dem Feld stand oder einfach Kräfte geschont wurden. Ist für mich eine klare Nummer. Tippe ich 3-1. Ja, Slowenien darf es jetzt auch nicht unterschätzen, ähnlich wie Dänemark. Ja, kein Spiel verloren bei dieser EM, aber auch keins gewonnen. Aber Portugal hat schon eine gewisse Qualität und Cristiano will ja auch sein letztes großes Turnier nochmal allen was zeigen. Von daher gehe ich mal davon aus, dass das eine klare Nummer wird. Gut, dann haben wir Rumänien, Niederlande. Niederlande, Österreich, Alto Belli. Was ein geiles Spiel. Dank den Österreichern. Ja, aber auch die Niederlande, zweite Halbzeit, offensiv sehr gut gewesen. Defensiv habe ich selten so eine schlechte Leistung gesehen. Alto Belli, das war ja absolutes nicht vorhandenes Zweikampfverhalten. Ja, also das war ja wirklich wild. Aber auch hier ist für mich eine klare Nummer gegen Rumänien
Von daher tippe ich auch hier 3-1. Klar, Rumänien 13-0 gegen die Ukraine gewonnen. Sehr überraschend sogar, ja. Dann 2-0 gegen Belgien verloren, dann 1-1 gegen die Slowakei. Ja. Für mich eine klare Nummer für die Niederlande. Die sich aber natürlich in der Defensive auf jeden Fall steigern müssen. Ja, dann kommen wir zu einem mit der interessantesten Spiele, denke ich, im Achtelfinale. Österreich-Türkei. Ja, natürlich, Frankreich, Belgien und sowas. Hätte man gesagt, mega interessante Spieler, wenn man die Leistung bisher gesehen hat beider Teams. Österreich-Türkei, super interessantes Spiel. Könntest du kurz durchgehen? Türkei gegen Tschechien in der 95. Minute das erlösende Tor gemacht. 13-0 gegen Portugal, sang- und klanglos verloren. 3-1 gegen Georgien mit einem überzeugenden Spiel. Österreich 1-0 gegen Frankreich verloren durch ein Eigentor. Ansonsten war das Spiel echt gut. 3-1 gegen Polen gewonnen, 3-2 gegen die Niederlande. Ja. Für mich hat Österreich die Nase ein bisschen vorne, aber ich denke, es wird ein hochinteressantes Spiel werden. Je nachdem, ob die Türken einen guten Tag haben oder einen schlechten Tag, kann das ein hochinteressantes Spiel werden. Weil die Österreicher haben immer so ein gewisses, so ein gewisses Limit oder Niveau, auf dem sie spielen. Mein Tipp ist 3-2, ne? Für Österreich. Und ich denke, Österreich kann eine Überraschung werden bei dem Turnier. Die Türkei ist super schwer einzuschätzen, ne? Sehr unberechenbar, natürlich mit viel Leidenschaft, aber Österreich halt auch sehr viel Leidenschaft, ne? Ich denke, wird ein sehr, sehr gutes Spiel werden. Ich hoffe es. Ja? Und damit sind wir auch durch, Leute. Gucken wir uns nochmal meine Tipps in der Übersicht an. Gehen wir es nochmal einmal kurz durch. Also, Schweiz-Italien habe ich auf die Schweiz gesetzt, einfach der gesehenen Spiele wegen. Deutschland-Dänemark sollte eine klare Nummer werden. Kann aber natürlich auch ein zähes Stück werden, wenn wir das Leistungsniveau gegen die Schweiz nur haben und ohne richtigen Neuner spielen. Ja, ich denke, es wird essentiell wichtig sein, dass ein richtiger Neuner von Anfang an auf dem Feld steht mit dem Füllkrug. England-Slowakei wird eine zähe Kiste, meiner Meinung nach, aber England wird sich durchsetzen im Elfmeterschießen. Ich weiß, England und Elfmeterschießen wild, ne? Aber auch nur aus Sympathie mit Harry Kane, ne? Sonst musst du eigentlich auf die Slowakei setzen. Spanien, Georgien, für mich die klarste Nummer hier in dem Achtelfinale. Frankreich, Belgien. Super interessantes Spiel eigentlich, aber bisher, was beide Mannschaften gezeigt haben. Ja, von daher für mich Frankreich kommt weiter im Elfmeterschießen. Portugal, Slowenien, für mich die zweite klare Kiste. Rumänien, Niederlande ist für mich auch noch eine klare Kiste. Aber ja, das sind beide Spiele, wo es auch anders kommen kann, wenn die Tagesform nicht passt. Österreich, Türkei für mich das interessanteste Spiel im Achtelfinale. Ja, aufgrund das, was ich bisher gesehen habe, kann das wirklich ein richtiger Burner werden. Ist auch erst am 2.7., freue ich mich persönlich aber drauf. Und ja, wir gegen Dänemark, ja, also, ich meine, wenn du jetzt Riesenprobleme gegen Dänemark kriegst, dann brauchen wir nicht auch nur ansatzweise darüber nachdenken, dass wir das Ziel Europameister haben. Ja, du musst jetzt Dänemark klar und sicher ausscheiden lassen und dann ist gut. Ja. Meine Meinung, Leute. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ihr habt gesehen, ich bin eine Wurst im Tippen. Von daher würde ich euch nicht empfehlen, hier auch nur ansatzweise meine Tipps zu übernehmen oder meine Vorhersagen. Ja. Also wird es hier wieder sehr, sehr viele Überraschungen geben, sehr wahrscheinlich. Und in diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch weiterhin viel, viel Spaß bei der EM. Mir hat die EM bisher wirklich Spaß gemacht. Ich fand es ein bisschen schade, dass der letzte Gruppenspieltag bei vielen Mannschaften wirklich schlecht war. Ich hoffe, dass es jetzt in den K.O.-Spielen vielleicht ein bisschen interessanter wird. Auf jeden Fall ist da natürlich der Kitzel da bei jedem Spiel. Ich guck mal ganz kurz, lasst mich schauen. 29. morgen. Ja. Werde ich mir wahrscheinlich beide Spiele angucken. Denke ich, ja. 30.
England, Slowakei. Ja, vielleicht gucke ich das nur nebenbei. Ey. Weiß ich nicht. Vielleicht gucke ich Schweiz, Italien auch nur nebenbei. Deutschland, Dänemark gucke ich natürlich. Spanien, Georgien ist für mich auch eine klare Nummer. Das könnte man eigentlich auch nebenbei gucken, aber 21 Uhr passt schon. Auf den Sonntag werde ich mir also auch in Ruhe anschauen. Frankreich, Belgien am Montag. Ja, ist eigentlich ein sehr interessantes Spiel. Ich denke mal, das muss man spontan entscheiden, ob man sich das Spiel richtig gibt oder nicht. Portugal, Slowenien ist für mich jetzt auch kein Spiel, was ich mir unbedingt angucken muss vom Fußballerischen her. Werde ich wahrscheinlich auch nur nebenbei schauen. Also ich gucke natürlich jedes Spiel, aber vielleicht streame ich irgendwas und mache andere Sachen. Dann gucke ich das aber auf jeden Fall nebenbei. Ne? Dann am Dienstag Rumänien, Niederlande ist auch so eine Geschichte, weiß ich nicht, kann man sich auch nebenbei reinziehen, ist für mich eine klare Nummer. Und Österreich, Türkei werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Ja, also für mich die interessanten Spiele, natürlich Deutschland-Spiel werde ich mir genüsslich reinziehen. Ich werde mir Österreich, Türkei genüsslich reinziehen. Frankreich, Belgien, weiß ich noch nicht. So, der Rest ist Spiele, die man sich so nebenbei angucken kann. Ja, so ist meine Vorgehensweise. Wie ihr das handhabt, weiß ich nicht. Sollte ich natürlich irgendein Spiel nebenbei schauen und es geht super ab oder so, dann gucke ich es mir natürlich auch intensiver an. Leute, ich wünsche euch weiterhin sehr, sehr viel Spaß. Habe ich ja schon gesagt. Ich muss ganz kurz hier noch was umstellen bei der EM. Ja, drückt den Deutschen die Daumen. Ich drücke den Deutschen natürlich auch den Daumen. Den Daumen, die Daumen. Werd deswegen nur noch das pinke Trikot tragen. Das ist, was ich geben kann. Und in diesem Sinne, Leute, haut rein. Vielen lieben Dank für euren Support hier. Vielen lieben Dank für euren Support. Gruß und Kuss geht raus. Und nun noch mal ein paar O-Töne zur Nationalmannschaft. You're the top striker Ich muss jetzt zuhören. of the whole world championship. How does that make you feel? Das interessiert mich alles nicht, der Scheißdreck. Weltmeister sind wir, den Pott haben wir. Den scheiß goldenen Schuh kannst du hinter den Ohren schmieren. Ihr müsst doch mal von eurem hohen Ross runterkommen, was ihr euch immer alle einbildet, was für einen Fußball wir in Deutschland spielen müssen. Ihr habt doch früher, der Günther, was die früher für einen Scheiß gespielt haben. Da konntest du doch früher gar nicht hingegangen. Die haben doch Standfußball gespielt früher. Ich kann jetzt nicht verstehen, warum die Schärfe reinkommt. Warum Die Schärfe bringt ihr doch rein. Müssen wir uns denn alles gefallen lassen? Ja, ich habe doch keine Schärfe jetzt da Ja, reingebracht. du ganz nicht. ehrlich. Du sitzt hier locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast 3 Weizenbier getrunken, du bist schön locker. Also in der Mannschaft ist es kein Thema. Ich denke, 80% von euch und ich krauen sich auch mal an den Eiern und daher ist alles gut.